Ja, komm mal her. Komm, hier. Komm doch. Nein, schrei doch nicht so. Guck mal, du musst nicht so schreien, du hast hier ein Mikrofon. Guck mal, komm doch mal bitte. Schrei doch nicht so, komm doch her. So. Du musst doch nicht so schreien. Ja, gerne. Du musst doch nicht so schreien, ja. Nachher kriegen die Leute noch Angst, sagen, die bist ein Hassprediger oder so. Stell dir mal vor. So, ich habe eine Frage an dich. Glaubst du, dass Jesus Gott ist? Jesus ist Gott und er ist der Sohn Gottes, der für uns am Kreuz gestorben Okay. ist, für unsere Sünde. Du glaubst, dass Jesus Gott ist? Ich weiß es. Du weißt es, okay, sehr gut. Ich habe eine Frage an dich. Ja. Ist Gott allwissend? Ja. Gott ist allwissend, also Jesus ist allwissend. Ja. Okay. Lügt Gott? Nein. Also Jesus lügt nicht. Nein. Okay. 13, Vers 32. Ja. Jesus wird gefragt, wann ist der jüngste Tag? Ja. Er sagt, das weiß nicht ich, das wissen nicht die Engel im Himmel, das weiß nur Gott. Ja. Hat er hier gelogen oder weiß er es nicht? Er weiß es nicht. Er weiß es nicht. Dann ist auch nicht Gott, du hast eben gesagt, Gott weiß alles. Alles klar. Guck mal, ist vorbei. Ist vorbei. Ich bitte dich. Die Wahrheit haben wir gerade gesehen, mehr brauchen wir nicht. Er hat gesagt, Gott weiß alles. Er hat gesagt, Jesus weiß es nicht. Ja, die Bibel habe ich gelesen, macht keine Sorgen, keine Angst. Übrigens, ich will hier keinen beleidigen. Ich will keinen Glauben beleidigen. Uns geht es um eine sachliche, objektive Herangehensweise. Und das gebe ich jedem Menschen als Tipp. Das klassische Christentum, hör doch auf, du bist nachher der Hassprediger. Mensch. Seht ihr, dass wir die Muslime ruhig bleiben? Mensch. Medien, seht ihr das? Wir werden angeschrien, wie ruhig wir bleiben. Mensch, ihr seid echt cool drauf. Komm. Okay. Ja, ist klar. Können wir weitermachen? Guck mal. Ja. Ich weiß, dein Gott hat dir gerade geholfen, das haben wir gesehen. Okay. Entschuldigung, es stört wirklich, weil wir wollen weiter die Rede führen. Wir haben ihm die Möglichkeit gegeben, seinen Glauben zu erklären. Ja, kurze Möglichkeit. Ich habe ihn gefragt, nochmal neu, glaubst du, dass Jesus Gott ist? Das ist die Zentrallehre der Kirche. Er hat gesagt, ja, Jesus ist wahr, er weiß es. Da habe ich gefragt, weiß Gott alles? Dann hat er gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, okay, dann weiß Jesus alles. Dann habe ich gefragt, und lügt Gott? Dann hat er gesagt, nein, Gott lügt nicht. Dann habe ich gesagt, in Markus 13, Vers 32 wird Jesus gefragt, wann ist der jüngste Tag? Dort sagt er, ich weiß es nicht. Es wissen nicht die Engel im Himmel, es weiß nur Gott. Die Frage ist, hat Jesus gelogen oder weiß er es nicht? Darauf hat er ihm gesagt, er weiß es nicht. Gut, wenn Gott alles weiß, dann hat Jesus nicht gewusst, dann ist Jesus nicht Gott. Dann würde ich jedem den Tipp geben, Islam anzunehmen. Denn im Islam sagt Allah in Surah 5, Vers 16, und im Islam sagt Gott in Surah 5, Vers 16, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Diejenigen sind ungläubig, die sagen, Gott ist der Messias, der Sohn der Maria. Ja? Dann sagt er weiter, قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ يُحْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Dann sagt er, sprich, wer kann gegen den wahren Gott etwas ausrichten, wenn er den Messias, den Sohn der Maria und seine Mutter und allesamt, die auf Erden sind, vernichten will. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Und Allah ist das Königreich der Himmel und der Erde und was zwischen beiden ist. Er schafft, was er will und Allah hat Macht über alle Dinge. Allah